Die Hintergrundkulisse steht zwar auf Französisch, doch ich bleibe da lieber beim guten alten Hochdeutsch. Willkommen zurück, Leute, hier zu, jetzt beinahe gesagt, Arno wird's nur Venedig. Nee, natürlich Assassin's Creed Unity, aber haben mit unserem jungen Assassinen Arno. Ja, wir sind wieder hier zurück im Café, haben zumindest mal ganz kurz noch offscreen den Weg zurück teleportiert, war kein Problem und so. Und jetzt können wir natürlich mit der Hauptstory weitermachen, obwohl ich irgendwie auch Bock drauf hätte, nochmal ganz kurz hier den Laden ein bisschen zu modernisieren, war. Muss ja auch ab und zu sein. Ja, genau so soll es auch sein. Oder haben wir sogar noch ein bisschen was Neues mitzunehmen. Also, bereits der 80, okay. Ja, mein 80 ist nicht gerade viel. Kann man sehen, ja, erhöhen auf 800. Das finde ich jetzt noch nice. Scheinbar nicht. 41 Sekunden, okay, gehen wir mittlerweile sehr schnell. Renovierend. Ja, wieso eigentlich nicht? Da sind wir bereits durch. Das auch, das auch. Das fehlt noch. 5000, okay, das sind doch schon sehr teuer. Das wird wohl zum aktuellen Zeitpunkt vom Let's Play noch nichts werden. Das müssen wir ja später machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in der Hauptstory, also sprich jetzt halt in den nächsten paar Minuten hier, dazu noch großartige Gelegenheit haben werden. Zum dort halt, ja, noch so viel Geld zu kassieren. Okay, ab in unser Versteck. Und mal schauen, was hier denn so abgeht. Ein relativ kurzer Ladescreen, das muss nicht unbedingt etwas Gutes bedeuten und scheinbar werden wir auch gerade sehr freundlich empfangen. Ja, kann vielleicht nicht schaden. Weil ich glaube, dachte bereits alles gemacht zu haben. Ja, haben wir auch bereits alles voll, okay. Und ein paar Dinge fehlen noch, wa? Bomben kaufen, stimmt ja. Müssen wir jetzt noch freischalten, gut. So, Sinnpfeile, man weiß ja nie, wa? Die Nachbesprechung beim Rat. Oha, jetzt wird's wohl ziemlich... Wobei, Schwierigkeit 1. Hä? Waffe ziehen? Lieber nicht, Arno. Das finde ich jetzt nicht gerade sehr passend. Oui, Monsieur. Okay, spielen. Ja, ich freue mich auch. Jetzt zumindest noch. Was in Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Révolution geschehen? Germain war dort. Und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch. Ja, aber hört doch. So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei. Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung. Nennt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt. Ziele ohne Billigung verfolgt. Und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen. Und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Mit sowas hatte ich ja gerechnet. Also man ein bisschen irritiert ist, dass wir trotzdem unsere Waffen behalten dürfen.
Naja. Vom Rat verstoßen, so kann natürlich ein Part super beginnen. Elise ist auch weg und wo Charmaine gerade ist. Ah, du meine Fresse. Jetzt geht's, glaube ich, ganz eingemacht, Leute. Die Frage ist, wenn wir Charmaine finden oder wird er uns finden? Denn irgendwie scheint er uns trotz allem immer einen Schritt voraus zu sein. Oje, hoffentlich geht das noch gut aus. Versailles, 4. Juni 1793. Verdammt. Nein. Nein. Wo ist sie? Brasserie Garçon. War das letzte Nacht? Ja, wenn der Schädel dröhnt. Versailles, 12 Stunden zuvor. Mach, dass du hier rauskommst. Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Oje, Arno. Etwas Wein stehlen, na toll. Mir geht's super, gar kein Problem. Kirschböden, Kirschbombenköder. Na Leute, alles klar bei euch. Kann er noch rennen, will mich überraschen. Cool, ich kann rennen, ohne mich zu übergeben. Hey, schon mal gar nicht mal so schlecht. Etwas Wein stehlen, ja gut, so weit bin ich natürlich auch schon. Ja, Adlerauge macht Kopfschmerzen. Sehe ich ein. Was soll denn da großartig machen? Ganz ruhig, Arno, wir haben es ja bald geschafft. Wieso jetzt von 3 von 4? Ah, weil... So, 4 von 4 gemacht, jetzt kann er weg. Komm zurück und kämpfe. Nun bist du doch nicht einfach verschwunden. Zu langsam. Träge wie Mond. Hey du, bleib einen Moment stehen. Wieso? Das war zwar irgendwie unnötig, aber okay. Ja, das muss... Alter, das ist eine seltsame Steuerung. Ich meine, die Steuerung selbst funktioniert denn, aber das ständige Wanken, das geht mir ein bisschen auf den Zeiger. An und für sich finde ich jetzt das ganz cool, oder? Jetzt, ja, also, was ich eigentlich sagen wollte, man denkt sich jetzt so, ja, im Prinzip noch zu Beginn des Parts, da dachte man sich irgendwie so, ja, jetzt, die Geheimnisse sind gelüftet, wir sind gerade so auf unseren Siegeszug, wenn wir vom Rat der Assassinen verstoßen, weil unser Krieg nicht so wichtig ist wie unsere Rache, was irgendwie auch die Wahrheit ist. Alter, das brechen wir ihn zu steuern. Und dann, wow, Hilfe. Säuft sich einfach Arno beinahe ins Koma, wobei wir ihm noch fragen, wieso überhaupt? Ich meine, klar, er ist verstoßen worden, das ist natürlich schlimm genug, verstehe ich ja. Aber die Rache kann er immer noch machen. Also, ja, wie soll ich sagen, mir fehlt irgendwie noch ein bisschen Detail. Ich habe das Gefühl, als wäre ein paar Wochen vergangen seit, ja, Hilfe.
beim letzten Mal und dass wir halt noch keine Chance hatten, Germain zu finden und er sich deswegen halt betrunken hat. Das soll oberhalb sein. Ja, sorry Arno, muss aber sein. Ah, hier hat sich Kirschköder. Alter, das ist ja. Vielleicht sollte man nicht aufnehmen, wo ich jetzt sowieso schon ein bisschen müde bin, weil ich glaube, das schlägt ein bisschen aufs Gemüt. Hat er mich gesehen? Geht weiter, ihr verstopft die Straßen! Die sind ziemlich stark. Ich glaube, damit kontern wir nicht mehr viel von Arnos Seite her. Ja, ich konter zwar, aber irgendwie bringt es nicht viel. Haben Sie, ich kann noch was. Ich konnte hier blind. Natürlich mal ein bisschen zu spät. Ja, kämpfen, wenn man betrunken ist, keine gute Idee. Es klappt nicht. Meistens sehe ich kaum was, vor allem nicht, sobald sie kontern wollen. Und sobald ich sehe, ist sowieso schon zu spät. Oh, wie haben die mich gesehen? Ich dachte echt, ich hätte da irgendwie in der Mitte noch... Naja. Bürger, ich bin doch kein Bürger. Nö, nö, wir schaffen das schon. Nein, ja, Hilfe. Ihr habt Hilfe! Oh oh. Muss ich so viel Pech haben, oder was? Du hast wohl dein ganzes Leben mit Weglaufen verbracht, was? Wirklich seltsam. Er war direkt vor mir. Dieses Schwein. Weiter. Er war direkt vor mir. Hier, Bruder! Bürger! Bin entdeckt, wa? Der kann es aber versuchen. Ich werde dich finden. Und dann leg ich dich um. Hier kommt die Kavallerie. Naja, nicht wirklich. Ja, jetzt juckt mir an die Nase. Das ist natürlich ein toller Part. Oh Mann, was haben wir heute für ein Glück, hey. Vom Credo, sprich vom Rad verstoßen. Voll auf betrunken und jetzt juckt mir an die Nase. Tja. Okay, jetzt machen wir natürlich ein bisschen Rauchbomben-Action. Natürlich auch viel geiler. Ja, ja, Arno, sorry, aber es muss sein. Alter, ich sehe trotzdem nicht gerade sehr viel mehr. Ich warte mal, bis das Gelb auch mal weggeht, sprich bis nicht mehr im Alarmmodus sind. Schon besser. Aber hier war's, wa? So, also wäre froh, wenn ich die noch sehen könnte. Auf der anderen Seite mich verstecken, so wie es aussieht, wa? Arno, Mann, was macht denn der wieder für ein Typ? Alter! Ich will nur hier runter. Aber er springt immer wie ein Laubfrosch. Komm nicht runter, Leute. Naja, theoretisch nochmal zum Anlocken, aber ich traue mich nicht, wenn ich so betrunken bin. So, war so unnötig, aber so geht's schneller. Man kann es bitte mal darüber klettern. Er will nicht drüber klettern. Das Spiel verarscht mich schon wieder.
Naja. Wenn es nur das ist. So, Arno, bist du wieder einigermaßen bei Sinnen? Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Ja, was denn? Ja, wieso? Was hat er dort? Und vor allem, wieso bin ich jetzt das angezogen? Kann ich bitte wieder... Meine Bruderschaft. Fortschrittsanzeige, gemeinsam spielen. Ich habe nichts mehr zum Anpassen. Nein! Färbe ich noch, wie es aussieht. Ja, ganz toll. So soll ich jetzt also... Ja, Prost Mahlzeit dann. Wo ist denn die? Gehen. Ja, dann gehen wir mal. So haben wir schon wieder einigermaßen nüchtern zu sein. Wie wunderbar, wie schnell so bei solchen Spielen funktioniert, wa? Im Real Life ist irgendwie... Also den ganzen Tag nach K.O. und alles mögliche, aber hier, kein Problem. Mein Bezirk ist aber neu. Also, wenn es jetzt neu, direkt im Spiel halt zum Begehen und so. Ach ja, und wo steckt wohl Elise? Was macht sie gerade? Wurde sie bereits von Germain gefunden und ermordet oder hat sie ihn bereits gefunden? Hat so wenig Informationen, aber ich glaube, aua. Okay, er ist noch nicht ganz fit. Und dann eine Truhe, Moment mal, die gelben waren noch diejenigen, die wir noch gar nicht öffnen können. Und die gehen doch nur... Ja, also diese Sonnentruhen. Was sind die andere? Oh, die ist dort. Naja. Er ist also immer noch ein bisschen... Ja, nicht so gut drauf, aber es geht, wa? Waffe ziehen wir gehen, aber ich gehe sowieso hier hin, also hier bin ich. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, die Uhr meines Vaters. Habt ihr sie gesehen? Habe ich nicht. Fragt doch die 4 Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Leck mich, alter Mann. Elegant, wie immer. Hallo? So, geht doch. Gut, ich kann ihn sterben, wie ich gerade sehe. Sehr noch weniger. Uah, Hilfe. Wer klickt? Uah. Ah, wir mussten verlieren. Okay. Der Arsch war's also. Du. Wo ist dein Meister? Ach, Scheiße. Nein, komm zurück.
Und jetzt schon wieder rennen. Mann, ey, ich hab ihm noch einen Kater. Oh. Hä? Stand doch was ein Rammen. Auf Kreis stand Rammen. Kann es sein, dass Arno gerade langsamer wird? Hey, Mann! Ah, jetzt. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Also der Peneluk steht ihm gar nichts. Nur mal so erwähnt. Wie kann man jetzt so einfach hier rein? Okay. Vergiften. Du musst was mit dem Berserkerpfeil machen. Scheinbar falsch. Ja, aber sonst geht's gar nicht, sprich müsste ich eine andere Fähigkeit dazu haben. Naja, also gut Leute, die im Hintergrund werden sich gerade selber erledigen. Oh, ziemlich spannend war, aber gerade einen ziemlich starken Typen erwischt. Scheint fast so. Ja, wie es hier weitergeht mit Arno, dem Ex-Assassinen, dem Trinker, dem Säufer, dem Schläger, dem Halunken, wie auch immer. Das und vieles mehr wieder mal im nächsten Part hier bei Assassin's Creed Unity. Bis dahin, ciao zusammen.